Wir sind hier auf einer Estancia von Wilbert Zawolsky, der ist im Norden vom paraguayischen Chaco. Aber dort ist nicht irgendeine Estancia, dort merkt man al Fuß auf dem ersten Blatt, wo man dann aber fährt. Wenn man Napa kommt auf diese Estancia, die nennt sich Rancho Tucán, dann spürt man diese ruhige und friedliche Atmosphäre. Die Ossekarette Stone beim Stall besieht Reid, am Schote, da liegen die Osse in die Büffel. Man meint, dass das eine Routine ist für diese Tiere. Meist hat man den Eindruck, dass die darauf warten, bis sie endlich mal gestreckelt wurden und sammeln die Kraft, was sie Bildbrücke, dann waren sie für die Karette gespannt worden. Die Nischie Tautschichas, ein Besucher, die da auf diese Estancia kommen, die feilen sich meist 100 Jahre Tritt versagt. Das Anleihe von dem Strang bei der Osse am de Hähne und am das Ohr, das hat einen ganz speziellen Grund. Klock 7, dann kommen die Peones, die Arbeiter, in die machen die Osse in die Ossekarette Reid für die 2 Stunden Reise, was meist bald kommen wird. Man sieht dort, dass die Arbeiter auch die Osse ein ganz perfektes Team sind. Die Arbeiter chant seine Sache, die weiß, wo man anfängt. In die Osse, die stehen ganz ruhig da, als wenn sie auch ganz genau wissen, was der nächste Vorgang ist bei diesem Anspannen. Jeder Oss hat seine Städte und wenn sie stehen hat. Darauf sind die Osse eingeliert worden. Sie lassen sich ganz ruhig von den Peones in ihrem rechten Platz leiten. Die Osse ducken den Kopf und heben damit ganz ruhig den Bolchen an, als wenn sie dort noch einmal so tun haben. Und jeder Zeit hängt noch ein Schnäppel drauf, damit sie wie sie holen und nicht irgendwo haben, nicht sie utkleben. Vandaag worden 4 Karetten gemacht. 8 Ossen worden dafür gebraucht. Die sind verschieden alt. Aber die sind alle das letzte Mark. Als dann alle Karetten reid und angespannt sind, kommt der Eindämmer von dieser Estancia, Wilbert Zawolsky, übernimmt die erste Karette, wenn auch die best eingeleide Osse haft. Fort los in hinter Arm kommen die anderen 3 Karetten, die von seinen Peones angelegt wurden. Wilbert Zawolsky ist ein sehr gastfreundlicher Mensch. Viele Menschen, die am Dorf besucht haben, hat er mit dieser Ossekarette der seine Estancia kutschiert. Und am mir das sehr schön von seinen Eltern und Großeltern zu vertellen, was für meist 100 Jahre hier in dem Chaco angesiedelt haben und von Puerto Casado mit so einer Ossekarette deep in dem Chaco-Bosch gefahren sind. 44 Minuten geht die Fahrt vom Zentrum von der Estancia bis der sehr feine Laguna. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Und während man fährt, vertellen die Männer sich, wie stresslos so eine Fahrt doch sein kann. Keine Zeit, was die antrifft, kein Stress, nicht Part. Man kann sich Sachen vertellen, einfach so, dass jetzt nicht sehr stört und kriegt, das ist das Besondere. Da ist keine Hetze. Und so ist das, hat die Menschen früher gefahren und man kann direkt ein bisschen neidisch werden auf die Menschen von dann, wo tranquilo und wo ruhig die das doch gehabt haben mussten. Die Ossekarette kommen langsam nur an die sehr feine Laguna, wo noch mehrere andere Männer warten, um eine Karte Fahrt von 25 Minuten um die Laguna rum zu machen. Meist immer ist es so, dass bei der Ossekarette einer von der Osse schwinder gehen will als der andere. Was dort reguliert der Fahrer, indem er an einem Strang trägt, was Raum am Osse ist, und beim anderen Oss pokert er mit dem Stock.
Ook op deze reis kon Wilbert Zawodski ons allerhand interessante Informationen wiedergeven en ook eind in de andere vraag beantwoorden wat dan ze champt, wens met zijn assenkarette voor je niet jeden dag. De asse wat deze karette traatje, ha alla zijn ella zwischen 3 en 6 jaar. Hij erklärt, dat de asse bij dem 20. Lebensjahr bruchbar sind für diese Arbeit. Ganz begeistert vertelt Wilbert Zawodski von seinem Projekt für das 100-jährige Jubiläum von der Kolonie Männer, das in 6 Jahren gefeiert worden soll. Am 6 Jahr soll es eine Ossekarawane geben von Puerto Casado, den seltenen Wasch im Chaconen aus den Pionieren 1927 geboren sind. Im Ganzen sollen 35 Karette mitmachen, in 18 haft er already, in 15 moet er noch gebuut worden. Diese Arbeit wird von Menschen aus Berlin in der Gegend von Concepción gemacht. Da wohnen ungefähr 200 Menschen. Die tschänen das noch mit Karette, mit Pluch, hier im Ass, mit Schäb hier im Ass. Die machen auch die Asse mag. Zijn as mag maken omdat de verre kret voeren kan, dat is niet meer groot zo. Dat moet de asse extra uitgezacht worden en dat geht ongeveer 18 Monate, bis dat Ganze funktioniert. Dat hängt ook met dem Fördertaub. Omdat de asse dat niet verlieren, worden de hier op Estancia ook jeder week verre kret gespannt, damit er in Eivung blijven. Dit Ausflug wordt de Mana noch lang in mir Gedächtnis bleiben. Sehr fijne Natur, ein sehr gutes Erlebnis mit der Ossekarette und eine sehr gute Abnahme von Familie Zawodski.